Ich beruhige Herzen. Ich bringe die Herzen zum Lachen. Helsana, die Krankenversicherung der Schweiz, präsentiert Eschbacher. Willkommen bei Eschbacher. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Ihren Gastgeber. Herzlich willkommen daheim, schön, dass Sie dabei sind. Guten Abend. Ja, meine Damen und Herren, das Leben ist ja eigentlich zu kurz, für dass man nicht immer wieder etwas Neues wagen würde. Manchmal gezwungen durch einen unvermeidlichen Schicksalsschlag, aber hoffentlich auch mit dem Mut fürs Neue und der Neugier bricht man so auf zu neuen Ufern. Und über sein Dasein und der Mut, so etwas Unerwartetes in den Alltag zu bringen, berichten die folgenden Persönlichkeiten. Buchstäblich auf einen Schlag ist für sie alles anders geworden. Nach einem Hirnschlag hat sie nicht mehr reden und war teilweise gelähmt. Heute geht es ihr wieder prima. Als Flüchtlingskind ist er aus dem Kosovo in die Schweiz gekommen und hat gar kein Deutsch geredet. Mit 28 ist er aber jetzt der jüngste Hoteldirektor von unserem Land geworden, eine richtige Bilderbuchkarriere. Und die beiden Turteltrauben, die sind miteinander zu neuen Ufern aufgebrochen. Im hohen Alter haben sie noch einmal zueinander gesagt, ja, ich will, und haben geheiratet. Ja, und schon meine ersten Gäste, die sind wirklich zu neuen Ufern aufgebrochen und das musikalisch. Als Best Talent im Swiss Music Award sind sie ausgezeichnet worden vor einer Weile. Und jetzt tönen aber ihre Lieder so ganz poetisch und frisch und fröhlich und reden von Alltagssituationen, die wir eigentlich alle auch kennen. Und ihr neues Album heisst «Hallo Hund». Und sie sind nicht etwa auf einen Hund gekommen, sondern sie sind ganz zuoberst in der Hitparade gelandet. Und darum ist es natürlich kein Wunder, wenn sie in einem Lied sagen «Paradies». Sie wissen nämlich den Weg dazu. Und hier sind sie. Herzlich willkommen, Double Fantastic! Auf Navis wohnen all die Leute. Wohnen alle Leute hin? Oh, sag mir, durch geht's zum Paradies. Geht's all die Straßen entlang, an Dörfer vorbei. Durch geht's zum Paradies. Geht's all die Schienen entlang, vorbei an der Welt. Durch geht's zum Paradies. Ja, kennt ihr jetzt den Weg ins Paradies? Ich glaube, wir haben ihn noch nicht ganz gefunden, aber wir sind immer noch auf der Suche. Und ich glaube, das ist am Schluss irgendwie der Schlüssel, um den auch irgendwie zu finden. Weil wahrscheinlich, das dort so abgedroschen, aber wahrscheinlich ist irgendwie am Schluss der Weg, weil man findet es eh nicht. Also, ich meine, ist das Ziel. Wahrscheinlich. Weil wenn man dann dort ist, findet man wahrscheinlich auch so ein bisschen, ja, ist zwar noch cool da, aber irgendwie ist es ein bisschen langweilig. Ich glaube, anders wäre es cooler und schon weiss man nicht mehr, dass das war. Ihr berichtet immer wieder von der Handysucht, der Situation von Leuten, die gestresst umeinander düsen. Eigene Erfahrungen, die da in den Liedern umgesetzt werden?
Immer, ja. Also es gibt eigentlich, ich würde mich gar nicht getrauen, um etwas zu kritisieren oder mich auch lustig zu machen zum Teil oder etwas zu beleuchten, wenn es mich nicht selber auch betreffen. Weil nur so habe ich auch irgendwie das Expertenwissen, glaube ich, das ich brauche, um zu sagen, hey, das mit dem Handy ist wirklich ein Scheiß. Es macht wirklich ein bisschen abhängig mit der Zeit. Ein bisschen und manchmal ein bisschen sehr. Manchmal ein bisschen sehr. Oder irgendwie, eben im Song «Paradies», wo es darum geht, dass man nicht, dass vielleicht nichts bringt, so viel unterwegs zu sein. Also wir sind selber auf Tour und auf Tour ist, glaube ich, das Schlimmste. Und man legt Kilometer zurück im Auto, um ein kleines Konzert zu spielen. Also es betrifft uns immer auch. Definitiv. Und ich meine, wir haben ein Video gemacht zu unserer Tour, wo wir so ein bisschen zeigen, wie das ist. Und das ist unterlegt mit dem Song «Paradies». Und für das sind wir in 2 Tagen durch die ganze Schweiz gefahren, um in alle Locations zu gehen. Wir haben wahrscheinlich, ich weiss auch nicht, 1000 Kilometer gemacht. Und da fragt man sich nachher am Schluss beim Schnitt, wo er das Video geschnitten hat und den Song darunter gelegt hat, so, jetzt haben wir gleich, glaube ich, irgendetwas falsch gemacht. Macht das Sinn? Ja. Ihr macht Musik auf der einen Seite und habt beide auch noch ganz bürgerliche, um nicht zu sagen spiessige Berufe. Du bist Lehrer. Genau, das ist der unspiessige Beruf. Ja, also spiessiger kann es gar nicht mehr sein. Bist du sicher? Ja. Mal, es gibt noch etwas Spiessiges, Jurist. Ja, das ist wahrscheinlich das Spiessiger, das wäre dann ich, ja. Wie ist es eigentlich so, wenn man als Gerichtsschreiber arbeitet und daneben als DJ unterwegs ist? Ja. Hat da zwischen den Richter ein paar blöde Sprüche auf den Lippen? Nein, es geht noch. Also ich habe an einem Gericht gearbeitet, wo es auch recht viele junge Richter gab und der eine oder andere ist doch dann auch mal irgendwie an einer Party auftaucht. Aber man hofft natürlich schon, wenn man in einer Verhandlung gesessen ist und vielleicht ist dann jemand verurteilt worden, zum Beispiel, dann hofft man natürlich schon, dass wenn man am nächsten Abend muss auflegen muss, dass der nicht zuvorderst vor dem DJ-Pool steht und dann irgendwann mal ein Bier zu fliegen kommt. Aber das ist zum Glück jetzt noch nie passiert. Das ist auch eine Inspiration für die Musik, weil vor Gericht passieren ja oftmals relativ seltsame Auseinandersetzungen. Ja, das ist es und es ist vor allem eine super Inspiration und es zeigt einem auch, wie glücklich dass man sein kann, wenn man da in der Schweiz ein bisschen Musik machen darf und das auch noch irgendein Mensch interessiert und man vielleicht auch noch 2, 3 Franken, meistens sind es nicht viel mehr, aber doch immerhin langt es noch für einen Kaffee am nächsten Morgen, wenn man das irgendwie verdient und das machen darf. Und ich glaube, durch das, dass wir beide noch arbeiten und noch Berufe haben, sind wir auch ein bisschen geerdeter, was jetzt da unbedingt eine Multimillionen-Platten verkaufen und was weiß ich, Welttourneen machen. Heisst das, man kann in der Schweiz eigentlich, auch wenn man erfolgreich ist, ihr seid wirklich ganz toll oben in der Hitparade angesessen, kann man eigentlich nicht leben? Ja, es ist sehr ein schwieriger Weg. Ja. Also jetzt, man muss es kombinieren. Man muss, ich glaube, bei vielen Berufen heute so. Man muss überlegen, wie kommt man zum Geld. Also ich gebe viel auch noch Workshops und lege auch noch auf als DJ. Und das ist ja doch auch alles irgendwie Musik. Und so funktioniert das. Aber jetzt Tabu Fantastic allein als Einnahmequelle, da würde es sehr schitter aussehen. Haben die Schüler den Plausch, wenn sie wissen, dass ihre Lehrer auch noch so ganz geile Konzerte gibt? Ich habe ja so lange versucht zu verheimlichen und jetzt ist es nicht möglich. Und ja, sie finden es schon. Also es gibt so unterschiedliche Reaktionen. Die einen sind dann wirklich, die kommen dann jede Pause. Die kommen jede Pause und irgendwie, ja, ich habe dich wieder da gesehen und ich habe David, spiel uns etwas. Genau. So. Und nerven dann auch mitten in der Lektion mit sie. Ich habe sie gesehen im Fernsehen. Und andere sind ein bisschen entspannter. Aber ich glaube, sie finden es schon noch lässig. Ja. Kann man längerfristig beide Songs in einen Hut bringen? Das ist die Frage, die ich vor allem mir die ganze Zeit stelle, weil eben er hat sich eigentlich so ein bisschen entschieden, jetzt vor allem auf die Musik zu setzen. Mein Ziel war eigentlich immer, das miteinander zu verbinden. Ich bin es immer noch daran herauszufinden, ich weiß es nicht. Aber ich glaube schon, dass es möglich ist, aber es ist definitiv nicht möglich in einer 40-Stunden-Woche. Früher hat man ja Musik gemacht, indem man eine Ukulele hatte, eine Blockflöte, ein Klavier. Jetzt hat man das eingerichtet vor dran. Ist das noch Musik? Das ist selbstverständlich Musik. Es ist eigentlich ein bisschen ein anderes Instrument. Es ist ein Plattenspieler und ein Computer, die zusammen am Schluss gleich Musik geben. Das ist irgendein Synthesizer, wo, wenn man draufdrückt, kommt etwas Komisches raus. Wie tönt denn das, wenn man das in Gang setzt? Also, wenn man, da kann man zum Beispiel so, wenn es jetzt nicht hören, dann könnte man so zum Beispiel, oder? Und so weiter und so fort. Und dann hat man das Schlagzeug, das leicht transportabel ist. Genau, ich meine, der ist einiges leichter und einfacher zu transportieren wie unser Schlagzeuger mit seinem ganzen Crample. Also da können wir mit dem Smart das Konzert, sonst brauchen wir einen riesen Bus, nur schon wegen dem Schlagzeug. Es ist nicht schlecht. Also das Wählscheibentelefon ist ja jetzt auch ziemlich alt.
Man muss Ja, das stimmt. Also es kommt jetzt wieder. Also man kauft sich das wieder auf dem Flohmarkt, weil man alte Zeiten rekonstruiert. Genau. Ja, es ist einfach, es hat beides seinen Reiz. Wir sind ja auch mit ganzer Band unterwegs, zum Teil, also aus einem richtigen Konzert. Und das macht auch sehr viel Spass. Aber wir kommen natürlich aus einer Hip-Hop-Kultur, wo das völlig normal ist. «Hallo Hund» heisst euer Album. Ich als Hundeliebhaber habe natürlich gefunden, super. Ist das so eine Referenz an die Hundebesitzer? Ist jetzt nicht unbedingt eine Hommage an den Hund. Nicht? Nein, so ist es nicht. Es ist, der Hund ist ein Symbol in dieser ganzen Geschichte für das bürgerliche Leben. So, das ist so ein bisschen das Symbol. Und ich finde, bin sehr verletzt. Ein Hund hat das in vielen Fällen, sage ich mal. Das bürgerliche Leben. Also, er repräsentiert euer Hund das. heisst ja Putin. Das Genau. ist jetzt nicht unbedingt sehr bürgerlich. Das ist das Gegenteil. Das ist echt das Gegenteil. Und er ist weder irgendwie stubenrein, noch kann man mit ihm spazieren, ohne dass es Ärger gibt. Von dem her, wir sind froh bis jetzt, verhält er sich gut. Ja, er sieht relativ zufrieden aus. Ich glaube, er hat einfach seine Medis genommen heute Morgen. Das ist, glaube ich. Aber ihr beide seid offensichtlich nicht wahnsinnige Hundeliebhaber. Nein, es ist einfach schwierig. Ich scheitere schon ein bisschen mit den Pflanzen auf dem Balkon. Häufig eben, die einzigen Haustiere, die wir so wirklich erfolgreich halten, sind die Fruchtflüge in der Stube. Ja. Eigentlich. Und die vermehren sich auch. Die vermehren sich und denen muss man auch jetzt nicht mega viel zu essen geben, mit denen muss man auch nicht laufen. Die sind einfach da und sind irgendwann wieder weg. Und leisten einem auch nonstop Gesellschaft. Ja, es wird auch nicht langweilig. Ja. Also... «Hallo Fliegen» wäre vielleicht der Titel für das nächste Album. Wir werden es uns überlegen. Meine Herren, ihr habt euch zur Verfügung gestellt, unsere Hausband sein heute Abend. Also ihr macht sehr anspruchsvolle Auftrittsmusik. Das wird zweifellos alle überraschen. Und ich danke und wünsche weiterhin viel Erfolg. Vielen herzlichen Dank. Danke. Tabu Fantastic. Danke. Ja, meine nächsten beiden Gäste. Ein Paar passt natürlich perfekt zu unserem Thema. Sie haben sich im hohen Pensionsalter noch einmal für etwas völlig Neues entschieden und sind demzufolge so richtig zu neuen Ufern aufgebrochen. Das zeigt aber auch, dass Amors Pfeil überhaupt kein Pensionierungsalter kennt, denn sie haben vor 5 Jahren gefunden, ja, ich will, wir heiraten noch einmal, bis dass der Tod euch scheidet. Sie sind in der Zwischenzeit 78, sie und er 94. Und sie teilen Tisch und ich nehme an, auch Bett miteinander und sind ganz glücklich. Herzlich willkommen, Regina und Alfred Fischer. Geht's? So, und jetzt geht's noch ein Schritt rauf und das ist der neue Schritt. Der hockt gerade hier und euer Mann dort. Und jetzt nimmt es mich natürlich Wunder, Regina. Ihr habt 8 Kinder großgezogen, seit 20 Jahren Witwe gewesen. Wann hat das Geschleipf angefangen mit dem Alfred? Das war nicht ein Geschleipf. Nicht? Nein. Ja, das ist 2009. Nein, 2009 haben wir geheiratet. 200. Ihr seid vorher noch ein bisschen in wilder Ehe zusammengelebt? Nein, nicht. Nicht? Nein. 2007, gegen Ende, haben wir... Habt ihr angefangen? Kann man sagen. Ja, wie war es denn bei euch? Ihr habt gebaut, ein Leben lang, 5 Kinder großgezogen. Eure Frau ist gestorben. Habt ihr denn schon lange ein Auge auf die Regina gerichtet? Meine Frau ist eine Bekannte von der jetzigen Frau. Eine Frau hat mir, meine Frau hat mich hier zur Verfügung gestellt, wo ich heimgegangen bin. Sozusagen? Ja, sozusagen. Ja. Wir haben voreinander auch gelegentlich gesehen. Aber nicht mehr? Nein. Und wann ist es denn mehr geworden? Wie hat er euch den Hof gemacht? Ja, ich bin ihm doch Kommissionen machen, wo er niemand mehr andere hatte. Und ja, aber es war mir da plötzlich nicht mehr der Welsch und dann
Akkord Ja, hat er immer häufiger wollen, dass der gegen Kommissionen? Ja, der hat immer nur kleine Kommissionen gehabt. Kleine, aber regelmäßig. Ja, ziemlich. Und der hat ja irgendwann mal einen Heiratsantrag gebraucht, oder? Ja. Wie ist das passiert? Ja. Sie hat gesagt, ich kann nicht mehr hinterkommen. Meistens ist er auch immer da daheim und so weiter. Der hat das ganze Dorf ein bisschen angefangen zu schwätzen darüber, oder? Ja, ja. Und dann haben sie gesagt, ja, du, ich weiß auch nicht, wie es gegangen ist. Das ist plötzlich gekommen. Wir haben nie ein zweites Kleb neben der Frau. Darum das habe ich nie gehabt. Aber es ist einfach, das ist nicht gekommen, hat mir aus der Not geholfen. Und aus der Not ist es so etwas geworden, als wir da sind. Aus der Not ist Liebe geworden? Ja. Irgendwann hat er sie ja fragen, wie hat er gefragt? Ja, da habe ich eben zuerst gesagt, ich komme nicht mehr, kann nicht mehr gehen. Es ist mir nicht mehr bei der Sache. Der hat schlaflose Nächte gehabt. Ja, wegen dem Dorf. Nein, schlafen konnte ich können, aber es ist mir nicht. Aber wunderungs läutet er schon an, ich habe die Lösung. Ich muss jemanden haben, zum helfen, Rosenkranz zu betten. Und dort durfte ich nicht Nein sagen. Beim Rosenkranz betten? Ja. Ja. Das ist ein fauler Trick. He? Da holt man den Herrgott zur... Nicht? Nein. Das ist eine Notwendigkeit, die man heute braucht. Heute wissen die Katholiken nicht mehr, was Rosenkranz betten. Ja, klar. Nein, ich habe jetzt eben gemeint, ein Trick, um sie abzuholen und zu heiraten. Ja, da habe ich am Sachen gegangen, ich muss auf die Bank, muss anmachen, Auto fahren. Der ist gegangen. Und der hat gesagt, okay. Ja. Zum Rosenkranzbett durfte ich nicht Nein sagen. Und ja. Und dort ist er dann rausgerückt? Ja, es hat sich einfach ergeben, dass, ja. Dass wir das Gefühl hatten, ja, so können wir nicht Rosenkranz betten, er ist dort. Mageroben und ich bin im Dorf. Da ist doch besser, man zügelt zueinander. Ja, genau. Und dann hat er beschlossen, dass er heiraten will. Ja. Ja. Und haben die Jungen ein bisschen überrascht. Aber dann musste man 13 Kinder so weit bringen, dass sie Ja sagen dazu. Ja, wir haben sie nicht lange gefragt. Ihr seid ja alt genug, oder? Ja, genau. Ja, das ist ja auch genug. Wie haben sie reagiert? Ja, verschieden. Aber die Hauptsache ist, wir haben es jetzt schön miteinander. Ja, natürlich. Also das heisst, das hat ein bisschen Mut gebraucht, das den Kindern auch klar zu machen. Ja, ja. Und auch überhaupt auch der Mut, ihm zu ändern. Und zusammenzuziehen, nachdem das jedes ein Weile allein war. Ja. Der hat eine Hochzeit organisiert. Ja. Mit Brautkleid und allem. Nein. Den Kittel und die Bluse habe ich angehabt. Also, das sind sozusagen im Hochzeitsgewand dahergekommen. Und euer Mann hat sich natürlich auch schön gemacht. Natürlich, jetzt gehört aber da noch Brutstrauß dazu. Ja, das sind wir auch bestellen. Und da hat die Gärtnerin so gefragt, was muss sie? Und ja, sonst kommt die Brut selber den Brutstrauß kaufen. Und nicht die Mutter? Ja. Ja, die sind selber Brut. Ja, eben. Ja. Das hat sie gestaunt, als er gesagt hat, ich bin Brut? Ja. Ähnlich ist es natürlich auch gegangen, wenn man ein Hochzeitsessen bestellen musste, oder? Im Restaurant. Ja. Hat man dort auch komisch geschaut, wo ihr seid gekommen für das Hochzeitsessen? Ja. Aber man hat nicht übergegangen und gesagt, ein paar Tage dabei gesehen und da wollte ich nicht auf der Tour gehen. Wir haben Ferien. Dann haben wir mit der Uni nicht Ferien. Sind wir auf die andere. Das habe ich jetzt am Schluss nicht verstanden.
Es war gerade Samstag vor der Autofasnacht. Ja, Und da haben die Wirte gewöhnlich die meisten Ferien. Und haben auch zu gehabt. Aha. Da haben wir auch wieder müssen suchen, wo sie offen haben. Aber das hat er dann auch gefunden und das war eine tolle das war Hochzeit. nicht so viel weiter weg. Jetzt teilt er Tisch und Bett. Wird ja auch zwischen ihnen ein bisschen geschmuset miteinander? Das gehört, denke ich, dazu. Wenn man im höheren Alter miteinander sich entscheidet, zusammenzuleben, dann muss man auch immer ein bisschen mit Mödeli umgehen vom anderen. Wie schwierig war das für euch? Ja, er hat gar keine Medaille. Wir haben es immer. Wir haben es sehr schön. Wir haben es sehr schön zusammen. Und er ist so dankbar und ist froh, dass er jemanden hat. Ja. Ja, was gefällt euch sonst noch an ihm? Was mir an dir sonst gut gefällt. Weißt du etwas? Und was gefällt euch an der Regina besonders? Ja, das ist einfach ein liebes Mädchen oder eine Frau. Ein liebes Mädchen. Ja. Der hat euch ja natürlich noch ein junges Häschen geholt, oder? Ja, super jung ausgesehen, das muss ich sagen. Ja, genau, das tut sie immer noch. Ich kann euch eigentlich nur etwas wünschen. Weiterhin eine schöne Zeit miteinander. Genießt es. Und in diesem Sinn habt ihr bewiesen, dass in jedem Alter es möglich ist, auf zu neuen Ufern zu gehen. Ja. Und man es kann genießen. Alles Gute. Ich muss noch etwas sagen. Mein jüngster Sohn da hinten, der hat am Dienstag am dümmsten da. Und jetzt aber ist er ganz zufrieden und ist dabei. Herzlich willkommen. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute wünsche ich euch. Euch auch. Genießt es noch. Jetzt geht es da noch zur Tür ab. Und ich lasse euch gemütlich rausgehen und wünsche wirklich noch ganz eine gute Zeit. Wartet, die hilft nicht da. Jetzt geht es einen Schritt runter und jetzt geht es noch einmal runter. Und so sind wir wieder daheim. Vielen herzlichen Dank. Köstlich. Das Leben schreibt doch eigentlich immer die schönsten Geschichten. Das gilt übrigens auch für meinen nächsten Gast. Bei ihm kann man eigentlich als Kurzfassung von seinem Leben sagen, er ist immer auf dem Weg zu neuen Ufern. Mit 5 ist er zusammen mit seinen Eltern und den Geschwistern aus dem Kosovo in einer langen Odyssee durch Schweden und Deutschland letztendlich in der Schweiz gelandet. Er ist in die Schule gekommen, hat kein Wort Deutsch können und hat aber gefunden, er dürfe sich jetzt durchbeissen, hat eine Lehre im Service gemacht, eine zweite Lehre als Koch, hat sich dauernd weitergebildet und ist tatsächlich mit 28 der jüngste Hoteldirektor in einem der renommiertesten Hotels in Davos geworden. Eine Geschichte, wo man kann sagen, auf zu neuen Ufern. Herzlich willkommen, Bardil Zoli. Herr Zoli, willkommen. Guten Abend. Nehmen Platz. Herr Direktor, hat es eigentlich schon Schnee in Davos oben heute? Ja, schon einen halben Meter. Also Im Ernst? Ja, ich kann nur ermutigen, um nachher bald die Skiferien zu buchen. Ja. Ah, ja, genau. Das heisst, ja, das Jahr ist ja 150 Jahre Schweizer Wintersport. Die Schweizer haben es erfunden. Notabene gibt es eine besondere Saison aufgrund von dem. Ja, also mit Davos plant fantastische Events, beziehungsweise auch genau aus dem Jubiläum, 150 Jahre. Es wird nochmal alles Revue passiert, was alles erfunden worden ist. Und man kann mit Stolz sagen, dass Davos und die Region Graubünden Vorreiter war für die ganze Skiferien. Skifahren ist mehr oder weniger und Winterferien sind in St. Moritz und in Davos erfunden worden. Ihr seid Gastgeber in eurem Hotel als sehr junger
Mensch zu diesem Job, das ist jetzt 2 Jahre her, geholt worden. Mit was für Gefühl sagt man denn, ja, ich mache das als 28-Jähriger, immerhin 50 Mitarbeiter, das Waldhotel, eines der renommierten Häuser in Davos. Hat man ein bisschen Herzklopfen? Ich habe sehr Herzklopfen vor dem Start natürlich, aber es war eigentlich immer mein Wunsch gewesen. Ich habe, seit ich die Ausbildung gemacht habe, habe ich nur ein Ziel gehabt, das ist das Hotel zu führen. Und man hat das Herzklopfen, aber man ist dann so ein bisschen, man versucht Leute zu finden, die das mitmachen, von den Mitarbeitern. Und wenn man das Glück hat, dann wie ich kann, auch sehr gute Mitarbeiter zu haben, dann ist es einfach so, dass alles relativ normal abläuft und dann auch locker. Da ist man eigentlich selber der Nervöseste im ganzen Team. Haben nicht ein paar gesagt, was will jetzt der junge Schnösel? Jetzt ist das plötzlich unser Chef. Das hätte jetzt noch niemand gesagt, aber vielleicht haben sie es gedacht. Ja, genau. Ja, eigentlich haben sie immer nur Gäste gesagt, aber... Gäste haben inzwischen das Gefühl gehabt, sie seien der Portier oder wie, und nicht der Direktor. Oder der Praktikant, habe ich auch schon gehört. Ja. Ja, oft wird dann von den Gästen gesagt, ja, so ein junger Direktor. Dann sage ich, ja, ich kann es mir auch nicht aussuchen. Nein. Der hat eine spannende Geschichte. Eure Eltern sind aus dem Kosovo weg, wo ihr seit 5 war. Was war der Grund, dass sie in ein anderes Land wollten? Der Grund war ganz einfach. Also meine Eltern haben langfristig keine Zukunft mehr gesehen im Ex-Jugoslawien. Und aus diesem Grund hat man sich gesagt, okay, für die Kinder, wir sind 4 Kinder, dass wir vielleicht ein anderes Land auswählen sollten, wo auch die Zukunft für die Kinder gewährleistet ist. Und so haben sie sich dazu entschieden, um das zu machen. Sie haben relativ auch, mein Vater hat einen guten Job gehabt, aber langfristig hat das keinen Sinn mehr gemacht. Man hat gesehen, dass es politisch halt immer mehr nicht stabil ist. Genau. Jetzt war es eine schwierige Reise. Ihr seid zuerst in Schweden, dann in Deutschland, schlussendlich in der Schweiz Fuß gefasst. Wie war das für euch als Kind mit dem Zigeunerleben, Nomadenleben, bis man dann gewusst hat, oh, das soll jetzt unsere neue Heimat sein? Wir sind ja halt überall Asylanten in dem Sinn. Wir mussten ja zuerst schauen, dass wir zu Papier überhaupt kommen. Und für mich ist es einfach immer so gewesen, dass ich auch innerhalb der Schweiz sehr viel gewechselt habe. Kaum hat man sich irgendwo eingelebt, dann hat man weiterziehen. Vielleicht ist das auch mit dem Grund, warum ich die Hotellerie ausgewählt habe, weil die Hotellerie ist ein Beruf, wo man sich relativ zügig in die ganze Geschehnisse überhaupt einleben muss. Und es ist einfach dann so, man muss wahnsinnig bereit sein, um neue Leute kennenzulernen, auf neue Leute zuzugehen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass sie offen für Kontakt sind. Sie sind in die Schule, haben kein Wort Deutsch können? Nein. Ich bin auch fast im Schwimmbad dann, ertrunken, weil ich nicht gewusst habe, dass das ein tiefes Schwimmbad ist und das andere nicht. Dann hat die Lehrerin eben gesagt, sollen alle dort reinspringen, dann bin ich halt hinten an. Und der konnte aber nicht schwimmen? Nein, ich konnte nicht, nein. Ist man da ein Aussenseiter, wenn man eigentlich sieht, die anderen strecken die Hand auf, geben Antworten und dir selber wisst nicht genau, um was es geht? Ja, so wie ich halt bin, im Eifer des Gefechts habe ich natürlich auch die Hand aufgehebt, aber ich habe nicht gewusst, um was es geht. Es ist auf jeden Fall, aber als Kind lernt, wenn man dann so 1, 2 Beziehungen aufbaut, dann lernt man relativ zügig auch die ganzen Umstände, die Sprache. Es ist einfach wichtig, dass man sich sofort versucht zu integrieren, und die Eltern machen einen grossen Teil von dem ganzen Prozess. Und wenn sie dann, meine Eltern haben halt immer geschaut, dass wir innerhalb von einer Schweizer Gegend wohnen, wo viele Schweizer wohnen, dass wir auch Schweizer Kollegen haben. Und dann ist das gar nicht so schlimm gewesen, dann haben wir miteinander Fußball gespielt und dann ist das gut gegangen. Ist die Hotellerie immer ein Traum von euch, schon während der Schulzeit? Wie fast alle junge Albaner wollte ich zuerst mal Fußballprofi werden, aber das habe ich dann schnell beigelegt und dann ist es ganz klar. Also der hat gemerkt, er hat nicht genug... Ich war zu talentiert. Ja. Nein, ich habe dann relativ zügig gemerkt, dass ich doch etwas anderes in die Wege leite. Und dann war eigentlich Hotellerie sofort das, was ich... Es war innerhalb der Schule, da musste man mal zuerst suchen, mit 15 in der Schnupperlehre.
Und ich habe das geschnuppert und das hat mich sofort begeistert. Und ich habe die Direktorin dort gesehen, wie sie das macht. Und dann habe ich gesagt, mal, das werde ich auch mal Mit dem machen. Service hat er angefangen, als Koch hat er weitergefahren, dann hat er sich weitergebildet, die Hotelfachschule gemacht. Was hat euch motiviert, jedes Mal noch einen Schritt weiter zu gehen, etwas Neues zu lernen? Ich habe das Ganze halt von einer anderen Seite abgepackt. Ich habe einfach immer gesagt, was brauche ich, um den Job, den ich jetzt mache, überhaupt auszuführen. Und dann habe ich mir einfach das Ziel gesetzt, okay, dann muss man diese Stationen alle durchführen. Und so habe ich das Ganze gemacht. Also das Ziel war eigentlich von 15 gewesen, unbedingt mal ein Haus leiten, Mitarbeiter führen. Und somit hat sich das so dann ergeben. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn man eine schwierigere Jugend hat, ist man mehr motiviert, wirklich der hinterher zu litzen und zu lernen und zu machen. Das sind ja, nehme ich an, nicht ein wahnsinnig guter Schüler mit diesen Voraussetzungen. Wann hat er den Knopf aufgetan? Den Knopf habe ich bei der Kochlehre. Der Lehrmeister hat mich immer... Ich bin halt ein Typ, wenn man mich ein bisschen provoziert mit der Sprache, dann hat er immer gesagt, ja, ich werde keine gute Note abschliessen und so. Und dann habe ich gedacht, ja, dem zeige ich es. Dann haben wir ein Wett gehabt. Dann haben wir halt noch ein Wett gehabt, dass er mir, wenn ich 5,2 mache oder über dem 5, dass er mir einen Chateau Petrus sponsern. Und das habe ich dann nicht wegen dem Petrus, ich wollte es einfach zeigen, dass ich das kann. Und, aber auch ein bisschen wegen Petrus, hoffentlich. Ja, den habe ich nachher dann noch genommen. Aber er hat mir keinen guten Jahrgang geschenkt. Hat er dich aber sparen im letzten Also Moment? Entschuldigung, wenn er jetzt zugehört hat. Habe ich ihm noch nie gesagt. Aber. In der Hotellerie, der hat es gesagt, geht es darum, offen zu sein, die Menschen zu empfangen. Aber die Hoteliers jammern immer, oder in den letzten Jahren in der Schweiz, es läuft nicht mehr und es ist ganz schwierig. Wie seht ihr die Situation? Die Situation ist sehr anspruchsvoll, auf jeden Fall. Die ganze Situation verändert sich immer mehr. Aber ich denke, es braucht... Die erste Erkenntnis ist überhaupt, um positiv zu arbeiten, ist, bei sich selber anzufangen. Das heisst, positiv denken und positiv auszustrahlen. Ich tue immer wieder, sage zum Beispiel bei uns, wir versuchen, oder eines der grössten Ziele ist, nie über negative Sachen zu reden. Wir versuchen meistens auch die Mitarbeiter, nicht gerne darauf aufmerksam machen, dass wir positiv reden sollten und das auch den Gästen vermitteln, weil die Leute nach Davos kommen ja natürlich zum Ferien machen. Und was man einfach nicht in der Ferien möchte, ist unbedingt über schlechte Situationen. Aber wir haben so schlechte Auslastung bei uns im Hotel. Ja, zum Beispiel. Das motiviert auch nicht den Gast, um dann etwas auszugeben. Ja, nein, nicht wirklich. Heisst das aber, man muss die Leute überraschen? Ja, man muss die Leute überraschen. Was ganz, ganz entscheidend ist, sie müssen gerne Leute empfangen. Also ihr Team, und das machen sie zum Beispiel sehr gut im Allgemeinen und sind immer sehr aufgeschlossen. Sie müssen einfach die Leute, wenn sie kommen, das Gefühl geben, dass sie wirklich kein Problem haben, wenn sie etwas sagen, dass etwas nicht in Ordnung ist. Also am Schluss müssen sie immer gerne zahlen. Das ist mit so einer gewissen... Ja, sie müssen einfach motiviert sein, um das zu zahlen. Am Schluss der Checkkarte herzugeben. Also nicht, dass sie dann die Kreditkarte anlegen und das Gefühl haben, ja, eigentlich... Wäre ich gescheiter daheim bleiben, ja, hätte genau. Geld gespart. Ja, das ist so ganz wichtig. So ein Wunschtraum, den ihr habt jetzt noch für die Zukunft? Ja, eigentlich, das, was ich wollte, ist, das Hotel zu leiten. Das hat sich erfüllt. Es ist noch blöd, wenn man das mit 30 schon sagen kann, oder? Was macht ihr jetzt die nächsten 35 Jahre? Also ich würde erstens für meine Mitmenschen, dass sie es gerne mit uns das gemeinsam machen, aber ich möchte auch, dass ich das erfolgreich ausüben und gesund bleiben. Das ist so die nächste weiter. Und was sich dann so ergibt in Zukunft, das wird man dann sehen. Aber wie gesagt, 30 ist noch nicht ganz alles vorbei. Nein, es gibt noch neue Ufer, wo man in diese Richtung schwimmen kann. Ich wünsche mir mehr solche junge, aufgestellte Direktoren, die mit den Mitarbeitern auch zwischen ihnen, nehme ich an, ein bisschen mithelfen. Oder? Die stehen nicht nur am Eingang und begrüßen und nicken fröhlich den Menschen zu, die kommen. Ich tue immer miteinander, also wir tun gemeinsam alles aber schliesslich seid ihr auch im Service gearbeitet, dann könnt ihr auch zwischen ihnen die Tower abräumen. Ja, das nervt sie manchmal ein bisschen, aber... Ah, ja. Glaube
glaube ich. Also sie sagen es nicht, aber ich habe das Gefühl manchmal an den Blick, dass sie sich Ja, genau, dass sie denken, jetzt, das ist ein Vorwurf. Er räumt ab, um zu zeigen, dass wir nicht schnell genug waren. Nein, wir haben eine gute Kommunikation. Alles Gute, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche einen erfolgreichen Winter. Danke. Für 150 Jahre Wintersport in der Schweiz und tolle Gäste, die dankbar sind, dass sie bei euch wohnen dürfen. Merci. Danke. Alles Gute. Danke schön. Mein nächster Gast, meine Damen und Herren, dass Sie jetzt als Gesprächspartner hier vis-à-vis von mir sitzen, das ist so etwas wie ein kleines Wunder. Noch vor 4 Jahren hat man sich das fast nicht vorstellen können. Nämlich, ihr Leben hat sich von einem Moment auf den anderen völlig verändert. Am Sonntagmorgen, von 1 Sekunde zur anderen, hat sie festgestellt, dass sie sich nicht mehr bewegen kann, dass sie halbseitig gelähmt ist, dass sie die Sprache verloren hat. Diagnose Hirnschlag. Was passiert in einem, wenn man sich gegenüber den anderen nicht mehr ausdrücken kann, das Wort nicht findet, wenn man gelähmt ist, aber merkt, dass man ganz eine schwierige Situation durchlebt. Dank der Hilfe der Medizin, dank der Unterstützung von ihrer Familie und dank einem eisigen Willen ist sie heute bei uns und ganz aufgestellt. Herzlich willkommen, Niki Villiger. Herzlich willkommen, schön bist du da. Dir geht's gut. Niki, du strahlst, bist fröhlich und hast das Gefühl, richtig gutes Weg. Mir geht's wunderbar. Hat Gesundheit nach dieser Erfahrung vor 4 Jahren eine andere Bedeutung bekommen in deinem Leben? Ja, sehr. Muss man sagen. Also, ich bin mir bewusst. Ich bin mir bewusst, wenn ich wieder so ein bisschen Gesüchte habe und so, dass es ein Klacks ist, oder? Dass das nicht der Rede wert ist. Aber ja, ich bin einfach dankbar, dass ich alles wieder machen kann. Das war ein Moment lang nicht klar. Vor 4 Jahren, Sonntagmorgen, hast du plötzlich festgestellt, dass du dich nicht mehr bewegen kannst. Ja, es war etwa um 6 Uhr morgens. Ich wollte auf die Toilette aussteigen zum Bett aus. Und ich bin neben das Bett runtergekracht. Und dann habe ich gedacht, so, ich bin kein Morgenmensch. Also ich brauche immer meine Anlaufzeit. Habe ich gedacht, mein Bein ist eingeschlafen oder irgendetwas. Und habe mich wieder so aufs Bett aufgehievt. Und bin dann dort liegen geblieben und bin wahrscheinlich wieder eingetöst. Und habe das nicht weiter realisiert. Und dann ist etwa eine halbe Stunde später, wahrscheinlich ungefähr, ist mein Mann noch mal reingekommen. Er war vorher schon aufgestanden. Er wollte eine Bergwanderung machen und wäre dann den ganzen Tag weg gewesen. Mit dem Hund. Und ich habe nicht reagiert, als er dann gesagt hat, er ist noch mal reingekommen, ausser eigentlich, er hat nicht wollen, aber er hat dann gesagt, ich habe der Katze schon zu essen gegeben und ich stelle dir jetzt noch einen Kaffee an und ich gehe jetzt. Und dann hat er gemerkt, dass ich nicht reagiere. Und das war das grosse Glück. Er hat dann einfach mich angeschaut und gesehen, dass da meine Gesichtszüge wahrscheinlich entgleist sind. Oder, ich wollte dann ihn anlächeln und sagen, ist gut, danke vielmals für den Kaffee. Und es ist einfach nicht gekommen. Ist dir bewusst gewesen, was passiert ist in diesem Moment? Nein, überhaupt nicht. Jetzt wäre es mir bewusst, wenn es mir wieder passieren würde. Aber dort, es ist mir nicht bewusst gewesen. Ich kann alles mit mir machen lassen. Dein Mann ist zum Glück Arzt. Er hat sofort gewusst, was geschlagen hat. Gespürt, dass das ein Hirnschlag ist und hat genau das gemacht, was man machen muss, möglichst schnell handeln. Du bist ins Spital gekommen und dort hat man gemerkt, dass du dich nicht mehr ausdrücken kannst. Wann ist dir das selber klar geworden, dass die Sprache weg ist?
Das ist mir eigentlich schon ganz im ersten Moment klar geworden, schon daheim, also noch auf dem Bett, eben wo der Beat dann gekommen ist und wollte eine Antwort von mir und es ist keine gekommen. Und nachher habe ich schon gemerkt, dass das wahrscheinlich, also der Beat hat dann gesagt, das sei ein Hirnschlag. Er hat gesagt, los Niki, es ist ein Hirnschlag, aber wir haben dich in der goldenen Stunde verwünscht, in der ersten, was ja so sehr, sehr wichtig ist. Bis zu 4,5 Stunden sollte man eigentlich eingeliefert werden, dass man noch eine reelle Chance hat. Oder? Um wieder zurückzukommen ins alte Leben. Aber du musst keine Angst haben. Ich kann eigentlich immer sagen, ich habe eigentlich keine Angst. Ich habe keine Angst, ich habe ja keine Schmerzen gehabt. Das ist ja das Positive vom Hirnschlag. Man hat keine Schmerzen, wie nach einem Herzinfarkt oder so. Man hat keine Todesangst eigentlich. Es tut einem nichts weh. Aber du hast alles verstanden, was man dir gesagt hat, wie jetzt. Aber du hast dich nicht mehr ausdrücken. Nichts. Es ist nichts gekommen. Nichts. Null. Wenn man da nachher nach Wort ringt, merkt man, dass das nicht mehr möglich ist? Oder meint man, man könnte vielleicht noch etwas sagen? Ja, ich habe es dann wahrscheinlich schon probiert zuerst, aber man hört ziemlich schnell auf. Man hört ziemlich schnell auf, wenn es gar nicht geht. Oder? Wie hast du kommuniziert mit deiner Umgebung? Es sind ja logischerweise alle verzweifelt. Jetzt ist die aufgestellte Mutter plötzlich da, halbseitig gelähmt und schwätzt nicht mehr. Ja, ich habe versucht, Sie haben dann schon gesagt, du musst einmal zwinkern, wenn es ja ist, zweimal, wenn es nein ist und so. Und dann haben sie mich gefragt, wie geht es dir und hast du Schmerzen? Und so konnte ich schon Antwort geben. Mit oder? den Augen Ja. und mit dem Zwinkern von den Augen. Und mit der linken Hand konnte ich auch schon relativ gleich dann wieder ein bisschen eine Geste machen oder so können machen oder so können machen, wenn es irgendwie gut gegangen ist. Aber sonst, wenn man im Spital liegt, hat man ja zwischen ein Bedürfnis. Wie kann man die ausdrücken? Ja, das ist schwierig. Das ist schwierig. Also auf der Ips, das war ein prägendes Erlebnis. Hätte ich bisseln. Also auf der Intensivstation? Ja, auf der Intensivstation hätte ich bisseln und habe da irgendwie das dem Pfleger beibringen, dass er mir Urinflaschen bringen soll, also die Schüssel. Dann hat er sie gebracht, so ein kleines Schüssel. Und ich habe gerade gewusst, das langt mir nie. Das langt nie. Ich wollte ihm das sagen, grösser irgendwie, grösser ist nicht gegangen und habe natürlich das Bett voll verschifft. Oder? Und dort habe ich mir vorgenommen, möglichst gleich wieder zu kommunizieren, wenigstens über diese Sachen. Oder? Also wirklich, es ist schon. Es ist ganz wichtig, dass man aus so einer Situation, wo man ja wirklich, glaube ich, es hat auch Tränen gegeben, oder? Also, man ist verzweifelt. Die Familie ist ebenfalls unsicher, was passiert, dass man so schnell wie möglich wieder rauskommt. Das heisst, man muss trainieren, man muss in die Reha. Wie hast du diese Zeit erlebt? Sehr positiv, sehr anstrengend. Also sie fangen ja gerade in der ersten, schon in der Intensiv haben sie angefangen mit der Reha. Also gerade so, dass man eben sich muss bemerkbar machen zum Beispiel. Das ist schon die erste Reha, oder? Und nachher hat man stündlich Reha. Also man hat den ganzen Tag Reha. Ich bin dann auf Valenz gekommen, nach etwa einer Woche Kur vom Kantonsspital nachher in die Reha-Klinik auf Valenz. Und das ist eine Neuroklinik, also extra spezialisiert. Und hatte ein Tagesprogramm gehabt. Unglaublich. Wie ein Spitzensportler. Unglaublich, ja, wirklich. Jetzt muss man ja alles wieder neu lernen. Ja. Also lernen reden, man muss Worte finden, aber man muss sich auch lernen bewegen. Ist das nicht auch irgendwo schwierig, mit der Unbeholfenheit von einem kleinen Kind umzugehen, wenn man selber weiss, es war doch mal anders gewesen? Doch, aber ich hatte das grosse Glück, dass ich täglich fast Fortschritt gemacht habe. Wirklich täglich. Und das Reden, das hat mir viel mehr zu schaffen gemacht, das nicht reden, das Reden lernen wieder.
es denkt auch jetzt meistens noch schneller, als es rauskommt. Eben, das ist mir schon das Problem. Aber wieder reden lernen und mich bemerkbar machen und zu kommunizieren mit der Umwelt, das ist mir viel tausendmal wichtiger gewesen als das Laufen lernen, lustigerweise. Wenn man mit einer ganzen Ziele von Leuten, die das gleiche Schicksal erlebt haben, zusammen ist in so einer Klinik, dann gibt es ja irgendwie auch köstliche Situationen, weil alle kämpfen gegen so Alltagssachen, wo wir jetzt eigentlich das Gefühl haben, sie sind ganz einfach, aber man scheitert daran. Ja, das ist schon so. Also mir hat natürlich das wahnsinnig Eindruck gemacht in dieser Klinik. Dort waren ein Haufen Patienten, die im Rollstuhl waren und viel schlechter dran waren als ich. Also am Anfang natürlich nicht. Eben, da sind wir alle gleich schlecht weg. Aber eben mit meinem Fortschritt. Und wenn die sich gefreut haben ab meinem Fortschritt und sie haben eigentlich Rückschritt oder sehr kleine Schritte gemacht. Und wir haben uns immer dann getroffen im Gang und uns zusammen gerauft. Dann, wir sind zusammen an einem Tisch gehockt, im Esssaal. Im Rollstuhl sind wir an den Tisch gefahren worden, zuerst. Und dann haben wir uns bedienen am Salatbuffet. Und dort hat man gemerkt, die feinen Fortschritte, die man gemacht hat. Entweder hat man am Nachbar den ganzen Teller über die Schoss geleert, oder? Oder der Salat ist schon am Boden gelandet. Ja, genau. Und da hat einem niemand geholfen. Das war eben auch Reha, Therapie. Und das sind Sachen, die wir uns köstlich amüsieren können an diesem Tisch. Ja. Aber das ist natürlich schon... Eben, ich habe dann gemerkt, die letzte Woche bin ich in ein Studio gekommen, hier oben, nicht mehr in der Klinik gewesen, und habe dann mich selber umtun, Kaffee machen am Morgen und nachher rüberschlurfen in die Klinik, hinkenderweise, mit so einem Rollator zuerst und nachher mit Stöcken. Wenn mir das gefehlt hat, die Umgebung von diesen Leuten, oder, das hat einem so aufgestellt. Das hat man die Sprache wieder zu finden, ist ganz wichtig. Meint man sehr schnell, man kann sich schon wieder ausdrücken? Ja, man meint es. Und nachher kommt die erste Silbe und nachher kommt ein unverständliches, verwäschtes. Also zum Beispiel Heu, vegan, oder? Und dann aber im Kopf hat man gesagt, ja, Heu, wie geht's? Absolut. Oder ich bin Niki. Genau. Genau, ja. Und nachher müsste man eigentlich, wenn man einem helfen will, als Familienmitglied, müsste man eigentlich das Falsche, eben das müsste man wiederholen, dass man selber hört, wie das falsch rausgekommen ist. Weil im Kopf ist es richtig rausgekommen. Meint man, es sei richtig rausgekommen? Du hast wieder gelernt, Autofahren. Ja, habe ich schwer wieder müssen lernen hier oben in der Klinik. Und habe eben zuerst mit einer grossen Leinwand und hat zuerst etwa 10 Hirschen überfahren. Ja. Also das war am Simulator. Am Simulator. Dann haben sie gerade abgewunken und gesagt, da lassen wir noch eine Woche Zeit. Ja, ja, es ist also schon... Nach 2 Monaten hat die Familie gefunden, sie nehmen die mit an Marathon nach New York. Aber dort bist du noch nicht so wahnsinnig gut auf der Beine. Ist das nicht ein bisschen verrückt, das ganze Unternehmen? Das war verrückt, ja. Und die Männer in unserer Familie wollten den Marathon laufen und wir Frauen, also ich und meine Tochter und die Schwiegertochter, wollten es unterstützen. Und dann haben alle gesagt, auch der Neurologe hier oben und so, das ist die beste Therapie. Möglichst Fürsche machen, ja nicht schonen. Und in die Menge, in die Leute hinein, weil das war das Schlimmste für mich, immer in die Leute hinein wieder zu gehen. Und dann hatte ich ja immer mindestens 2 Leute, 2 Familienmitglieder, die mir rechts und links eingehängt haben. Und die haben mich da rumgeschleicht und alles ist wunderbar gegangen. Also. Und man hat dir einen farbigen Hut angelegt, damit man dich noch findet, wenn du in der Menge untergehst. Türkis-Perücke.
Niki, du gibst allen Mut, die in einer ähnlichen Situation sind oder Angehörige haben. Und wir haben gelernt, ganz wichtig ist, sobald so etwas passiert, so schnell wie möglich zu handeln. Denn dann kann man das Schlimmste vermeiden, kann wieder zurückkommen, kann wieder Freude haben am Leben und so dastehen, wie du das tust. Herzlichen Dank. Auf zu neuen Ufern, kann man da nur sagen. Danke vielmals. Danke Niki. vielmals. Ja, ich hoffe, wir haben euch ein bisschen inspirieren mit unseren Beispielen. Neues zu wagen, nicht aufzugeben, einen riesigen Willen zu haben und immer eine Zukunft zu sehen. Jetzt geht es weiter bei uns am Sender mit dem NZZ-Format. Taucht in eine ganz andere Welt, wenn ihr noch Lust habt. Und nächste Woche geben wir übrigens noch einen oben drauf. Wir heben ab. Und wem, wie, welche Flügel gewachsen sind, das seht ihr nächsten Donnerstag in dieser Sendung, wo ihr nicht nur aus Längli schaut. Bis dann, ciao zusammen, gute Nacht. Ich beruhige Herzen. Ich bringe die Herzen zum Lachen. Helsana, die Krankenversicherung der Schweiz, präsentierte Eschbach.